ho, ho. Guten Abend bei Dickrich TV, haut vom Christmarkt von Dickrich, immer ein fester Rendezvous am Ende des Jahres, wo die Leute sich nach einmal anfangen, für zusammen ein paar zu holen, etwas kurz zu essen. Und dann kann ich auch mal auf der Bäuermeister einfallen. Guten Abend. Guten Abend. Ja, der Christmarkt, der geht schon ziemlich lang, weil ich habe den immer so selbst konzipiert, am Anfang hauptsächlich dann für zu essen und zu trinken. Die waren selbst konzipiert, wir am Zentrum von der Wirtschaft, wenn man ganz einfach verbunden Konvivialität, mit Restaurant, mit den Bistroen, auch ein bisschen Animität hier an der Fußgängerzone, mit den Geschäftsleuten, für das verbunden, für einfach eine flotte Abend zu fahren, und noch die Christfeiern, das eben so zu organisieren und auch so zu feiern, wie es soll sein. Als noch nie darüber durchgehen, für eventuell ein bisschen auszubauen, vielleicht wie lang zu machen, dass ihr just auf diesem Weekend. So denke ich, dass auf diesem Weekend immer der Christweekend, wir probieren dadurch zu machen, müssen natürlich auch die Leute tun, die sich engagieren, für das zu machen, was auch nicht immer einfach ist, wenn eine gewisse Periode mischt. Wir probieren das mit der Extension von der Fußgängerzone auch zu machen, für vielleicht ein Zwischenjanischer zu gehen, ein bisschen mehr breit zu machen, sowie auch die verschiedenen Märkte. Ich denke, wenn man mehr Geschäft an Dickrich kriegt, wenn ich das zusammen möchte, wenn ich nur in Zukunft gucke, dann kann ich natürlich den Christmarkt auch immer mehr groß machen. Es soll aber so immer bleiben, dass eine heimliche Atmosphäre ist und nicht etwas, was eitel ist. Und das zusammenspielen mit der Union Kommerzielle und Syndikatinitiative. Ja, etwas Neues gibt es aber dieses Jahr schon, und zwar eine komplett neue Belichtung hier auf der Platz, aber auch rundherum an der Fußgängerzone. Und damit tun wir natürlich auch hier eine ganz neue Atmosphäre. Ja, die Bilder, die wir just gesehen haben, die waren vom letzten Sonntag vom Advent-Shopping. Die geht immer traditionell von der Union Kommerzielle von Dickrich organisiert. Hier habe ich ein paar Herren, ein paar Vertreter von der Union Kommerzielle. Es sind immer traditionell zwei Verkaufs auf ein Weekend, das kurz für Christen. Ja, seit 10 Jahren machen wir zwei Weekender für auf ein Geschäft zu haben. Aber seit 40 Jahren machen wir als traditionellen Christmarkt immer den letzten Weekend für den Christmarkt selber. Und das Jahr eine ganz neue Ambiance, weil es eine neue Christbelichtung, wie man just gesehen hat. Ja, darüber sind wir ganz froh. Für unsere Leute können die neue Christbeleuchtung, die von unserer Gemeinde gesponsert wird, vorzustellen. Das ist ein flotter Kader, das ist ein schön warmer Färb, die Leute anzieht, die es alle gut fanden. Das verspricht mehr für die nächsten Jahre, wo wir eventuell auch noch Projekte weiter hier im Christmarkt developieren. Das heißt, die sind schon am Gange nachzudenken, eventuell über das neue Konzept. Ja, das Konzept können die auch nicht machen und das haben wir ferm Willen, für das umzusetzen. Die Pläne bestehen aber noch nicht dafür. Nee, mit die sind alle gut schon da. Okay, vielmals merci. Wir sind da gespannt, was das nächste Jahr bei uns durchkommt. Auch hier schon eine frische Wand hier ins Geschäftsfeld zu Dickrich zu bringen. Die Gemeinde hat dezidiert, dieses Jahr ein Pop-up-Store zu lancieren. Und für den Christmarkt haben 3 Damen sich das Konzept angeguckt und es probiert. Sachen, die da gut. Mit dir ja ja, Spitzen die selber, designen so selber. Das heißt, wenn ich ein Porsche gefällt vom Modell hier, aber die Farbe sehe ich noch nicht so, da können dann auch variieren dann davon
Oder Di so de Chatter tote lo gern am bus mi klengen oder aner Färbvariationen oder wie der Hai gesit, vielleicht ganz speziell mat Fischlieder ass ganz neu am Sortiment und dranner. Oder Di so in einer Modell vielleicht nicht gefällt. Also spitzen die Sache selber, der Tisch, da sind der Fantasie keine Grenze gesagt. Ganz schön. Der Kader passt doch, also er sagt, passt bei der Kader. Ja. Gefällt dir schon als ein Pop-up? Das ist wirklich super flott. Eine Möglichkeit wirklich für einen rauszukommen aus dem Atelier, wo ich bis noch war, bis sie Kontakt mit der Fußgängerzone und so zu bekommen, für zu kriegen. Ja, das ist wirklich flott. Cool. Eine gute Gelegenheit. Ja, dann noch viel Success. Ja, merci. Auf wen haben wir dann? Hi. Hallo, Sandy. Schnaps? Ja, ich habe Schnaps mit Brandwein und Likör auch. Selber gebrannt? Selbstverständlich. Das Jahr hatten wir nicht so viel Obst mit, das was da war exzellent von der Qualität. Also, hier ist das Resultat, ich gebe so. Wir können das testen, ich bin ganz froh, dass wir heute zu Dietrich das anbieten. Die kommt von Kiel, gell? Ja, also ich komme ein bisschen Reklam machen für meine Brennerei, weil seit 1907 brennen wir schon zu Kiel. Aber zu Dietrich wissen sie das mittlerweile schon. Gefällt dir schon ein Pop-up-Store? Ja, das ist wirklich ganz, ganz flott Platz. Und die Leute trauen sich auch für heranzukommen, als sie interessiert, für zu entdecken und auch über das Musee, das Brennerei-Musee zu schwätzen. Viele Leute kennen das Brennerei-Musee, das sind ganz überrascht. Und auch die Brennerei, also ich fühle mich ein bisschen, ja, wie du hier schon. War super, dann noch viel Spaß heute zu Dietrich. Da gucken wir mal, was heute nachgeht. Bonsoir. Bonsoir. Dir sieht Madame die Bijoux in Hut? Ja, genau. Können Sie sich vielleicht vorstellen? Ja, es sind Colette Becker, Pubetten. Und ich mache Bijoux aus Polymer-Clay. Das ist ein ganz leichtes Material, das mit den Händen modelliert wird. Und gebacken, dann noch geschlafen. Und versiegelt, bricht nicht, das ist ganz vielseitig ersetzbar und was ich mache, sind lauter Pièces uniques. Ganz schöne Sachen. Ne? Gefällt dir dann hier in diesem Pop-up-Store? Ja, super, das ist mega schön, das ist alles super gehen. Also ich kann immer so ein Chapeau. Also ich, ganz, ganz gut. Ich muss sagen, die ganze Atmosphäre hier und die drei zusammen, das ist wirklich fantastisch. Ja, da, ganz geglückt. Ja, dann weiterhin viel Spaß hier an diesem Pop-up-Store. Merci. Und will doch dir gerne Ihre Produkte bei uns heute zu Dietrich testen, zu günstigen Konditionen und einer ganz kreativen Atmosphäre. Dann melde dich ruhig bei uns und wir stellen euch diesen Raum zur Verfügung. Hirzenhellen, das ist ein Begriff heute zu Dietrich, zu Lützeburg und zu darüber raus. Die gastronomische Adresse war seit den 50er Jahren bekannt für ihre außergewöhnliche Küchen und auch für ihre ehemalige Atmosphäre. Und der Verdienst dafür geht zu einem guten Teil, ob dem man trägt, der noch heute noch immer direkt neben dem früheren Restaurant wohnt, den Antonio Prati. War 1971 den ersten Chefkoch zu Lützeburg, den zweiten Stärkrot 4 Hirzen Hellen an mir Hunden Koch für kurzen Beuterstohem besicht. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir. Je suis dans ma petite cuisine et j'étais justement entré pour préparer une soupe de légumes, un minestrone à l'italienne. Et maintenant on ira au jardin pour prendre les légumes. Den Antonio Prati as se guten Deel vu segem Liewe Sterrenkoch gewircht, huet sech bis haut awer bis gehall, wat ihm stark Herze leit, seng Leif zur Natur an zum natierlechen Issen. Fi den Antonio geht den Eich iwwer Kräuterer gemäes, selbstverständlich aus dem egene Gard. Là il y a la ciboulette, la plante magie, les romarins, la sauge, la menthe et là la sauge. Quand il fallait quelque chose vite, on venait vite au jardin, prendre un poireau, un peu de céleri, une carotte, s'il y avait quelque chose de manquait dans la... Non, on avait toujours un jardin. Les légumes, c'est
principale de la cuisine. Sans légumes, on peut pas travailler, les aromates. Et maintenant, on descend en cuisine et on va préparer tout ça. Hautlo präparierten Antonio eng Minestrone, seng Minestrone, ore Pla, den immer ganz beleeft war am Restaurant jetzt. Freier wot nach kenger müsst Busche gouf, do sind an de gastronomischen Häuser als Opening nämlich immer Zuppen zerfeiert gehen. Le minestrone, c'était toujours... nous avons des clients encore qui me réclament encore aujourd'hui. Oh, tu dois nous montrer comment tu fais ce minestrone. C'était un de nos plats comme ça, les gens qui aimaient comme ça. Surtout quand il venait l'automne, l'hiver, quand il faisait froid. Il y avait des plats, il n'y a pas de simples plats. Les plats, du moment qu'un plat est bien préparé, c'est un grand plat. Vous voyez les spécialités, les plats des pauvres gens, aujourd'hui, dans le temps, aujourd'hui, ce sont les spécialités des riches. Natürlich hat Antonio Pratti noch ganz andere Köstlichkeiten gemacht, wie wir rund alle Menüskarten noch kennen, die seine Frau Carmen selber kreiert hat. Voilà, c'est un de nos plats qu'on avait beaucoup de succès, c'est un rouget à l'encre de chaise, une tarte aux pommes à l'estragon. Den Antonio Pratti und Madame Helen waren einfach das richtige Team auf der richtigen Platz. Und dabei waren ganz andere Pläne für den jungen Antonio vorgesehen. Wie hier 1950 nach der Hotelschule in Italien auf Lützeburg kam, sollten sich zu Dickrich eigentlich auf das Planat beim Hotel Beau Séjour präsentieren. Weil das Jahr Weltausstellung zu Bresel, an dem nur die Saison zu Dickrich kein gut war, und den Antonio auch noch, wenn es seinen Pass 2 Wochen Retard hat, wollte der Patron hier nicht an Hutchen bei Madame Hirz ein paar 100 Meter weit geschickt. So hat die Geschichte ihren Lauf geholt. Alors je suis arrivé ici à l'hôtelier, c'était madame qui m'a accueilli et elle m'a fait monter dans la chambre et commencer directement en cuisine, malgré que j'avais 2 nuits où j'étais en route. J'étais un peu fatigué et j'ai commencé directement en cuisine. Elle m'a présenté un seau et une serpillière pour nettoyer d'abord la cuisine. Aber Madame Helen und ihrem Mann haben den jungen Antonio direkt für ihre Fies abgeholt und noch gesehen, dass sein Talent ihnen etwas bringen kann. Jene hat immerhin ein Auto und so sind den Antonio, Madame Helen und ihrem Mann Christoph Colling auf ihre freien Tisch allkehr an ein anderes Restaurant erst gefahren, für zu gucken, wie die anderen so schaffen. Etwas, um das Antonio sich nach Haut gut erinnern kann. Mais c'est ça qu'on a fait. Je me rappelle une fois, on avait fait un tour de France. On était 15 jours en France. On est parti de la Normandie, la Bretagne, les Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la côte. Et on a fait chaque jour 2 restaurants étoilés, un à midi et un le soir. Mais je peux vous dire qu'au bout de 15 jours, on en avait assez. Den Antonio Pratti bereitet nicht bei Hirz in Helen gewircht zu sehen, an den Betrieb bis zum Schluss auf Heichtore Laufe gelost zu haben. Der volles Geschichte mit am Helen an Antonio ist dann auch festgehalten an einem Buch vom Ern Breusker, den Haut ob Besuch ist. Eine Publikation, die entstanden ist, nachdem die zwei sich besser kennengelernt haben, auf uns 2 außergewöhnliche Biografien schwätzt, die sich Ball wie Märchen unhören, aber nicht Ball. Das ist ja eigentlich nicht so gut ausgegangen, weil die Restaurant nicht an seinen Händen kommen, als wenn die nicht kaufen können. Und sicher, aber wenn sie ein Bilan zieht, über das, was man gemäht hat, muss man auch ein ganz positives Bilan zeigen. Also, ich habe schon viel für die Gastronomie gemäht, auch zu Lützeburg und auch zu Dickrich. Ja, da haben die kleinen Italiener, den viel Succès hat. Voilà, Herr, la soupe est servie. An den Orlo an der Pension nach immer nicht Doppel zu kreieren, sein eigenen Hunisch, sein eigene Bitter auf Basis von es, weil jene Mann von der Natur ist und Ideen für jeden auch kein gut Cash geben. Bon appétit, Erne. Il y a un peu l'air d'Italie. Oui, voilà. Zu Dickrich gibt es aber noch einen Mann, der gut kochen kann. Wenn vielleicht auch nicht an derselben Liga wie den Antonio Pratti, so schmeckt seine Gäste auch immer exzellent. An E-Plat gelingt ihm besonders gut. Ihr könnt euch noch sicher an die erste Emission von Dickrich TV erinnern, wo der Paul Kaltisch über den Dickricher Kuddelfleck geschwärmt hat, besonders natürlich ihn. Wenn ihr in Dickrich erfragt, wo gibt der beste Kuddelfleck? Die Jungs sind alle bei der Mom daheim.
Ja, an dofir weist hin als Hautdorf wie der Mam hire Kudelfleck gemerket, weil bei hier an der Kiche nur de Pol seg Kachkenchte geleiert. Mein Mam kann das engem Mutter für Krautebach Hotel Hatz, mein Großmam war der Patron. Und schon dann war ich so möchte als 13-jährigen Charlotten, Grompreschälen, Soße machen, ich weiß nicht, also viel, schon mehr nur geguckt. Den Pol seg Mam huet also mat hireieren 3 Britter an der Boma hirem Hotel geschafft. An de klenge Pol huet ihnen do bei der Rabecht no geguckt an noch mat do gepackt. Ja, weil denno war még Mama an de Michael, also die Jüngsten, sie waren am Service. Die anderen waren an der Küche und denno hatte ich auch ein bisschen Lust für an den Service zu gehen, weil du hast mich Mädchen gesehen wie an der Küche. So ass er noch de Kudelfleck am Haus Kälte schon ëmmer eng Familiesach gewircht, of as sech an der Tschenzeit Munches geënnert huet. Die haben Soße gemacht, die anderen an den Kudelfleck. Der muss größte Kudelfleck natürlich Haut kannst du Kudelfleck bei dem Metzler direkt paniert frauen. Feierwissen nachmisten, botzen, kachen, mit Gemäß so weit aufkachen, botzen, all den, das war eine Woche am Gang. Dat muss also haut net mi sinn. Trotzdem hält Soos nach immer Zeit an no Spruch. Für Techt gëtt Mehl am Butter zur Goer gelos a mat Bouillon gelascht. Da könnt Tomatepüree dabei, rote Wein, gebrotene Speck, Cornichons, Kaperen an geringe Pfeffer. Ah, guck, ich denke, Farbe, das doch geht. Oh, das geht gut. Richtig gut Farbe. Dummer da se dawer an net gedoen, fehlt nach der Knurwleg die Fiedrun an den selber gemachten Bouillon ageriert gouf, Champignon, aber beim Pol nach ein extra. Weil meine Mama ja fand ich Origine nicht, und die fand ich nicht mehr gerne, und Familie bis von da hast gemacht. Richtig gut Herbe de Provence, das geht gut. Voilà. Dürfen nicht viel Schnicken damit dran. Je sais pas. Non, c'est bon, ça donne un arôme formidable. Nach schatzweise Wein an da muss der Pol sich so los im Sinn Gast kümmern. Überdems de Moni Michel de Sommelier nach de Wein inspiziert, muss der Pol sich Lohn frittieren vom fertig panierte Kudelfleck machen. Findet muss die ganze Zeit haben der fritteste Stunde anderen Feierstecke ran rund zu gehen, kommen wir de Plateau, wir setzen die bis an den Chefchen, da kann dann engens Mann fertig, verdunst bisschen und bleibt aber warm, wenn man das Ganze bei 80 Grad. Und dann geht es dann Fass. Lo ist das Wichtigste du gesot, de Madère. Bei der Madère-Sauce leiht Konst an dem richtigen Moos. Der Wein ist verkauft, der mir käme, das passt, Tapi Passati. Aber zu der Madère-Sauce, das heißt, kurz immer zu servieren, man merkt ein bisschen Madère dran und dann schmecken wir. Meine Mama war ziemlich spursam. Du könnt la note du chef. Chaud devant, chaud devant. Maintenant, Hyacinth, der Kudelfleck. Ja, komm mal. Fazit, der Mam hier Kudelfleck ist tatsächlich die Beste. Merci, Mam, für alles. Gern geschieht, wo du so machst, dass ich komme. Gern geschieht. Essen kann in so dickrig auf viele Plätzen. An der Großgeisthei haben wir durch die für allem 2 Italiener auf hier, angefangen mit Non Solo Vino oder wie die Leute auch nach so beim Franco. Buongiorno, comment allez-vous? Je suis content que vous êtes là, de nous accueillir. Ça, c'est mon restaurant Non Solo Vino, pizzeria beim Franco, et moi je suis Franco. Venez avec moi, je vous présente mon équipe de la cuisine.
Ça, le pizzaiolo Fabio, Sardaigne, Giordano, aide cuisinière dans la Sardaigne aussi, et le chef de cuisine Paolo De Carolis. Et là, on a Madame Rosa. Rosa, s'il te plaît. 10 ans avec moi. On a déjà fêté 10 ans avec moi. Et la plupart, ça, c'est mon équipe de cuisine. Mon concept, c'est simple. Moi, j'essaie d'attirer tous les niveaux des jeunes, des clients de tout niveau, de tout état social, parce que j'aime bien donner un bon moment à mes clients. À part le manger, et aussi un bon moment, passer un bon moment bonheur ici dans le restaurant. Ouais, ben, on travaille avec des produits frais tous les jours, ça c'est important. La qualité, pour moi, ça c'est mon mot. La qualité avant tout. Pas de graisse animale, de graisse végétale. Mais nous, on travaille toujours naturel. On peut acheter des vins, des saucissons, des fromages. On est en train maintenant d'ouvrir un petit magasin de vin pour notre client, pour notre clientèle. Aussi pour les autres, bien sûr. Mais c'est un service que je vais faire pour notre client. Ça, c'est mes beaux clients de le vendredi. Que des amis, mes clients, c'est que des amis. On aime bien donner un bon moment pour notre client. C'est important aussi de faire du bon manger, des bons plats, que les gens soient contents, un bon service. Moi, je suis très exigeant. Des fois, je suis dur avec mes employés. Mais ça, je fais parce que j'aime bien que les clients ils sortent d'ici avec le sourire. Ils rentrent, déjà peut-être déprimés, mais ils sortent avec le sourire. Ça, c'est important. Content qu'il a passé un bon moment de sa vie. E bësse mi weiderhof, dann sochte Philipp Busto fir gute Ambiance am Restaurant Ventinove, den eigentlich mam Weinhandel Artivin ugefang huet. Wir sind der Philipp Busto. Als Vinothek besteht seit 2003 zu Dickrich und seit 2012 vom Restaurant Ventinove. Das eigentlich just 12 von unserem Haus aus 29. Wir importieren eigentlich seit 2003 italienische Weine von kleinen Produzenten. Unter anderem auch Olivenölchen, Balsamico und eben die ganz guten Spezialitäten, die aus Italien kommen. Das Restaurant ist etwas, was uns nicht direkt so gewollt war. 2012 haben wir eigentlich die Chance, mit der Terrasse etwas zu machen. Und das wird sich dann durch eine Evolution geschieht. Und mit Frieden und das Ganze tun wir dann löser. Also dann in ein flotte kleines Restaurant gehen. Wir haben eigentlich eine flott mediterranische Küche, basiert auf hauptsächlich Italien natürlich, auf die Rezepte von meiner Mama, und die ich überholen. Da sind wir natürlich wesentlich mehr professionell gehen. Da haben wir ganz flott Tellerin, ein kleinen Kehr mit frischen Produkten. Ich arbeite ganz viel mit Krustaceen, mit Fisch. Was eigentlich schwer zu finden ist. Ja, das sind eigentlich auch Spezialitäten. Also der 15. Sonntag, der 15. haben wir eigentlich den letzten Tag, wo der Restaurant oben ist. Und ab der 16. geht da lassen wir unseren Karten und Weinverkauf für die Feier, die ich ganz flott Korbeien, da sind wir auch schon so organisiert, da sind sie nicht mehr braucht, 4 zu bestellen. Also wir müssen immer heim. Was ja auch ganz wichtig ist, wenn ich mal ganz spontan einen Korbe braucht. Und natürlich haben wir dann die exzellenten Prosecco, französische Champes nehmen wir auch heim. Und natürlich als gute Weine, die wir direkt aus Italien beziehen. Und dafür kommen als Klienten noch heim. Es sind in die Kirche. Ne? Dafür ist es für mich natürlich ganz flott. Also sicher bleiben wir heim. Das sind heute daheim. Und die Kirche ist einfach eine schöne Stadt, eine ruhige Stadt. Und es macht auch Spaß, hier als Geschäft eben zu haben. Ja, ich kann mir da nicht vorstellen.
Den Dezember 1944 war Keme und de Vidianer fir Dickrech an noch den Norde vum Land. Demut huet den Deitsche Gegner an einmal zréckgeschloen, zu engem Zeitpunkt wo Lützeburg eigentlich schon am Zweite Weltkrieg aufgeschloss hat. A bis haut ass der Dannenoffensiv en deichtre Punkt an der Memoir vun den Dickrecher bliwen, och an die meescht sech hautes das 75 Joer mi spéit just nach vum Heere Soen, dorun Orreneren, awer net all. De 16. Dezember 1975 Joer gouf Dickrech nees vun den Deitschen ënner Beschoss geholl. An die heitech Wisselsbreck, Demuts Zugbreck, war fir vill Dickrecher den neetsche Moier fir dem Gegner ze entkommen. Madame Bachstein hai aus dem Bamerdal, Demuts 5 Joral, orinnert sech nach Fag und dem Moment, wie sie mat ihrer Familie iwwer des Breck geflücht vor. Den 19. Dezember 1944 waren Leiit opgeruf, sech am Dickrecher College ze versammeln. Do mein Großeltern gewohnt, mein Großpapa war Portier am College. Von da aus sind wir fort. Und ich kann mich noch erinnern, auf der Pfälzer Straße, also sind wir hier direkt fortgegangen, und auf der Pfälzer Straße, da kann ich mich daran erinnern, dass ich da auf einem Wohnsitz mit meiner Pop am Grab. Was da noch geschieht, als wir an den Start kommen, sind ich weiß nicht. Wir sind in der Polrich gekommen, und da waren wir am Park Mansfeld zu Klausen. Da waren wir ja dann bis Frühjahr 1945, bis wir immer heim kommen. Und da kann ich mich noch ein bisschen daran erinnern. Und da ist nämlich eine Freundschaft entstanden mit den Leuten, die wir evakuiert waren. Und die sind auch immer nach zurück auf Dickrich bei uns gekommen und da ist erzählt gehen. Da kann ich mich dafür noch daran erinnern. De Roland Gaul, de freieren Direktor aus dem Militärmusee, der sich Film am Krieg beschäftigt hat, wies, dass die Evakuation von Dickrich keine Selbstverständlichkeit war. Die Leute wussten einmal nicht, wen zu der Zeit überhaupt das militärische Zone an der Stadt hat, wo sich die amerikanische Truppe langs die Frontlinie regelmäßig aufgelöst. Mit Hilfe vom dämonischen Bürgermeister schließlich sind sie auf einen gewissen Captain Harry Camp gestoßen, den ihnen mitgeteilt hat, dass sie in den Order hat, hier Brücken zu zerstören und Truppe Richtung Ettelbreck aufzuziehen, wo eine zweite Frontlinie geplant wird. Aber der Captain wurde nicht dabei belohnt. Den huet de junge Kapten awer gesot Mg Ure si klar, du steet nicht vun Zivilisten dran, ich gucke, wat ich kaffeereich ma. Den telefonéiert dun iwwer Hierarchie op an den Codereck gesot, die Leiit die wären so fein mat dais mir kennen, die net am Stach losen. Eis Ure sind zwar klar, die militärsche Operationen no Priorität, méi wann net ka gemerk gin, dat Dickrich kann evakuiert gin, während mir als Zreck zeien, dann erlaube man dat. An den huet dun Tëllefspolizei et Miliz pu MPen ze Summe gouf, Di Gidlo an Dir warnt all Haushalt Rendevous em 2. Wauer am College Saf, Jitfried nëmmen Weentchen oder e Lederwohn-Apps dabei, mat Eesfuhren, mat pu wärmen Decken, an dann iwwer Deisewunsbreck, wo man lo grad stinn hai, River, an dann muss gucken, dat Reens geht, mit gucken, dat nach die andere Seite op Sauer River kommt, an da geht die Brick zersteiert. So also konnten mat am Bachstein a Filaner vun auf den Dickrech dem Inferno entkommen, as sie bis haut dankbar, dass sech die junge Captain Camp fir sie gesagt hat. Dëssen as iwwergens späterhin och ehre Bierger vun Dickrech gin, an sowohl hier selber wie auch aner amerikasch Veteranen sinn Krich nach immer regelmäßig op Dickrech zreckkommen. An noch sondech fir un enger Woch woren es eng Party amerikasch Soldaten zu Dickrech. Am Kader vum 75. Anniversär rund der Dannenoffensiv huet de Gruppe rund de Roland Gaul die sogenannten Keystone-Zeremonie organisiert, wo vun Ettelbreck iwwer Dickrech bis op Kliewer op bei den Kriegsmonumenter alkeers eng Plaque zu Ehren vun der 28. Infanteriedivision Aderweit gouf. Die Division also, die am Winter 44-45 de Feind am Norden abgehalten hat. Keystone-Zeremonie zu Dickrech war de 4. Sonntag am Park bei der Gemeinde beim US Memorial. Obwohl die Veteranen an ihre Familien zu dem Krieg schon immer auf den Platz zurückgekommen waren, wo die unerwartete Rundstädt-Offensiv stattgefunden hat, so war das hier doch alles ein bisschen anders. Mehr feierlich und auch so schon mehr emotional. Für uns zu fangen hat Roland Gaul noch mal daran erinnert, was es eigentlich mit Keystone auf sich hat. Keystone in Schlüssel stehen, also ein Obstakel, wenn man so will hören, und das war
der Fall, bei denen Unitäten von der 21. amerikanischer Infanteriedivision, die im 109. Regiment, was heute zu Dickrich, auch anderen Dickrich stationiert wird, die sich am Anfang von der Ardennenoffensiv den deutschen Truppen entgegengestalten. Des US-Soldaten hatten als Divisionsaufzeichen ein Keystone, also ein Schlüsselstein, den der auch nach bei den vier Generälen, aber bei München Soldaten gesehen, den nach Ehre. Donodun huet bei ihrem Meester Klotagen nach einmal Wichtigkeiten nach Strach von der Erinnerung und des deichter Zeit an der Geschichte. Den Zweite Weltkrieg, die Massaker an dummer dat Lied wat ugericht gin ass, solle mir haut an or an Zukunft 75 Joer no Umfang vun der Ardennenoffensiv nie vergessen. Dat als Pflicht all wirtsextremen Tendenzen op der schärfst entgegen zu treten. Als Aufgabe as het, die Salonfähigkeit von Homophonie, Xenophobie, Rassismus an egal wat für eng Ausgrenzung zu bekämpfen und zu unterbannen. Wir sind dat nicht nur unsere Kanner, aber auch für allem denen Leute schuldig, die für als Freiheit gekämpft haben. An diesen Ansatz hat ihrem Leben oft bezahlt. Sie haben sich angesagt, für das wir heute auf Freiheit können leben. Wir sollten und wir dürfen das nie vergessen. Zwischen Dickrecher an ihrer Befreier hat sich auf alle Fälle um Kriege ganz besondere Linien kreiert, die bis heute bestehen bleibt. An einer ganz emouvantariert als Durchstoff von Harry Camp, dem man also dem die Dickrecher die Evakuierung zu verdanken hatten, nach einmal eine Bedeutung ergangen, die Dickrech an die Dickrecher für ihre Papaten, an die sie auf alle Fälle weiterführen will. Heute steht sie nicht mehr mit ihrem Papa, mehr mit ihrer Durchstoff. Will dat Iwen weiterdroen. This is my second trip here since my father's passed. Dat ist mein zweet Visit zu Dickrich, seit dass mein Pap gestorben ist. In the present tense. Ich habe seine Präsenz gespürt, wie ich dem Militärmuseum 2010 besichtigt habe. An jener so Haut bei ist. Die Relation mit den Leuten von Dickrich, die sich seit dem Ende des Krieges entwickelt hat, spielt eine wichtige Rolle an meiner Familie. Mein Papa hat nicht vergessen, dir hat nicht vergessen, und auch wir werden nicht vergessen. And we will not forget. Eine ganz ergreifende Zeremonie, von der die neue Erinnerungsplage enthüllt wurde, die rund den Harry Camp erinnert, dem man, der sich auch gesagt hat, für das Dickrich an der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1944 sollte evakuiert gehen. Present arms, followed by taps. I've come back to be with my husband. Ich bin zurückgekommen mit meinem Mann, dem Major General Crane. Wir waren noch für den 60. Anniversär. Und ich bin einfach gerne in diesem Land für die Leute von hier zu sehen. Und auch, weil sie als Soldaten unerkennen. Ich bin einfach gerne hier. I just love being here. Yeah. We didn't want to miss it. As a former division sergeant major of the 28th, it's important to be here to remember. Als freier Member von der 28. Infanteriedivision ist es wichtig für mich, das Even zu honorieren. Die Soldaten, die hier gekämpft haben und die Leute, die uns in Europa hier frei zurückgehen haben. Ich probiere immer dabei zu sein, wenn die Division geehrt wird. Und ich appréciere noch, dass die Lützeburger sich weiterhin daran erinnern, was sie damals für ihre Freiheit gemacht haben. Es ist eine Ehre für mich, heute dabei zu sein. Soldiers made for their freedom. So it's quite an honor to be here today. Oh, it was absolutely beautiful. It was very nice. Es war immens schön, vor allem durch daran denken vom dämonischen Captain Camp. Es war so schön, ganz bewegend, ergreifend. You know, reading the letter, it was absolutely beautiful. War der erste Kehr zu Dickrich? Nee, es war die vierte Kehr. Wir kommen immer rum für alle Feier. Es war tatsächlich schon mein vierte Kehr. Es ist also wichtig für euch? Ja, es ist ganz wichtig. Es ist ganz außergewöhnlich. Und das Vorwort für als Emission haut vom Christmärz. Die Gemeinde Dickrich wünscht euch alle guten Schönen und guten Rutsch an das neue Jahr. Und bis also nächstes Rendezvous mit Dickrich TV. Einen kleinen Ausblick, ob das was noch steht. Adi, bis gefallen.
De Frischmarkt Dünstig zu Dickrech wird immer eng ganz spezielle Ambiance aluten Akaf och noch beklangen tourch Geschäfter oder beim Tas Kaffee an de Kaffee eine normale Startkehr an. Profitéiert bis zum Ende vom Joar sowohl op Halijowen wie auch den 31. Dezember eviieren ihr Marktleit op de Frischmarkt an der Stadt. Am neue Jahr dann sind Sonntagmoien am Cineskala is eng weiter Serie von Dick und Do-Filmer ugesot. Tcht 11 Moes an halbe eng Mëttes ginn den 10. Januar Endstation Villa Bockschuss, Vaterfreuden an auf den Hund gekommen gewiesen, wo de Standardlose Sichernis fir gut Launsurge werden. Nicht zu verpassen, der 14. Januar am Kulturhaus zu Dickrich ein flotte Workshop ugesot, wo die Kanner zwischen 4 und 12 Jahren sich ihren eigenen Lampion basteln können. Mir gelichten nennt sich diese Kur von 3 Stunden, wo die Klänge nur Lust auf Fantasie hier ganz persönlich Lucht herstellen können, der auf Lichtmissdach die Stadt vertreiben soll. Der Workshop ist nur mittags von 2 bis 5 Uhr, er kostet auf den Kopf 12 €. Ho, 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 ho!